Welcome back, ihr leeren Hosen! Hier ist wieder euer Duten! Mit Dead Rising 3 auf der Xbox One. Und wie schon angekündigt, kümmern wir uns jetzt um die letzten zwei Waffen in diesem Regionsteil hier. Ja, und wie ihr euch vielleicht zurückerinnert, ist diese Waffe hier, ich weiß nicht mehr, wie es genau ist, aber diese Waffe hier auf jeden Fall, war die, wo wir nicht rangekommen sind. Und ich habe mir gedacht, scheiß drauf, holst du dir aus deinem Waffenbaukasten ein normales Auto, weil ich habe gesagt, die Kombifahrzeuge, die gucken wir uns später doch mal an. Genau die nicht. Ich hole mir jetzt ein Stück mal einen Lieferwagen raus, der sollte hoffentlich hoch genug sein. Fahr dahin, park den schön daneben, kraxel darauf und hol mir die Waffe. Ganz genau, so machen wir das. Bin noch nicht von vorgestern. Und deswegen habe ich vergessen, den Wegpunkt zu setzen und bin jetzt erstmal einen totalen Scheiß dran gefahren. Aber hier müssen wir hin. Ja. Und los geht's! Da komm ich rein, da ist Absperrung. What the fuck? Nein, nicht explodiert, nicht gesehen! Leck mir Wasch. Ok, aus dem Weg! Düt, düt! So, also runter von meiner Karte. Komm schon! Nicht sehr! Ah! Senior! Ah, warum machen das? Und up. Jawohl, so hört sich das. Gut, also, was haben wir hier? Ah, ich habe gute Verdacht. Und zwar der ultimative Schnitter. Geile Sache, das ist eine meiner Lieblingswaffen. Also vorher mal schnell zum Verständnis. Fangen wir mal klein an. Der grimmige Irgendwas passt mit der Strafsteuerung, der springt mir im Menü rum wie so ein Hanswurst. Ah, und nochmal. Das ist der grimmige Schnitter. Ja, das ist eine Kombination aus einer Sense und einem Katana-Schwert. Was dabei rauskommt, zeige ich euch. Hier, Katana-Schwert. Hier, eine Sense. Kombination. Ist grimmiger Schnitter. Ist eine Sense, womit hauen und kaputt machen. Eine sehr effektive Waffe, muss ich sagen. Deswegen mag ich sie auch so gern. Genau. So, also was brauchen wir für den grimmigen Schnitter? Mal gleich gucken. So, da zeigt mir jetzt natürlich nicht an, dass irgendwo neu ist. Das ist der Feuerschnitter. Zur Verständnis, das ist der Feuerschnitter mit einem Benzinkanister. Ist genau dasselbe wie der normale grimmige Schnitter, nur dass er Gegner in Flammen setzt. So. Der ist er ja, der. Da brauchen wir einen Feuerschnitter und eine Schnittermaske oder einen Todesmaskenschnitter. Plus Benzinkanister. Okay. Jetzt passiert genau das, was ich gehofft habe, dass mir im Let's Play nicht passiert. Und zwar, dass hier tatsächlich nicht die Komponenten gegeben sind für diese Waffe. Das ist blöd. Die für die Bro. Aber ich sehe hier oben leider wieder eine Schnittermaske und noch ein Benzinkanister. Ich mache Technik, wir sehen beides. Zum Verständnis noch schnell. Ach, schön. Nicht überhaupt nicht. Zum Verständnis, da ist ein Benzinkanister, das ist ja perfekt. Dann können wir uns gleich den feurigen Schnitter bauen, dann seht ihr den auch. Der feurige Schnitter, wie gesagt, ein brennende Sense. Warum auch nicht? Was ich jetzt noch bräuchte, das wäre eine Schnittermaske! Gut, das Spiel habe ich noch nicht im Stich gelassen. Dann bauen wir uns das Ding doch gleich mal zusammen. So, was haben wir hier jetzt? Eine brennende Sense mit brennenden Totenköpfen. Swag! Mein innerer Swag sagt Swag. Du bist weg, ich will diese Waffe nicht spielen. Oh, das bietet sich ja richtig schön an. Oh, komm mal her hier. Okay. Also, ich setze immer noch Gegner im Raum, das ist ja schon mal
Irgendwas ist explodiert, das war nicht so. Okay, wow, okay, Obacht. Falls ihr das hier jetzt nicht genau seht. Ich sehe es nämlich. Oder? Ja, ich sehe es. Auf der Y-Taste wirft diese Attacke, also Y-Attacke, schmeißt inklusive der Schwungbewegung der Sense brennende, explodierte Totenköpfe durch die Gegend. Das ist ja so derbe Metal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Hier, schaut euch das mal an. Lecco mio ansa Arscho. Also die Waffe kann ich bisher noch nicht. Und da ist auch gleich Level 27, natürlich bei der 127er Combo, ey. Leck mir am Arsch. Leck mich fett am Arsch hier. Oh, da geht richtig was. Oh, komm schon, 2. Oh, da können wir doch gleich nochmal ein Level abwagen hier. Nein, oh, schade. Also, gesehen? Der ultimative grimmige Schnitter, eine absolute Badass-Waffe. Krasser Scheiß. Gut, und dann weiter im Text zu der letzten Waffe hier in dem Gebiet, und zwar da. Und dazu bräuchte ich jetzt wieder ein Gefährt. Und zwar ein ganz schönes, und zwar ganz schön. Zombies mich nämlich nicht mögen. Das gibt jetzt eine kleine Randanekdote, und zwar, ihr könnt hier vielleicht sehen, das Aussehen des Charakters beliebig verändern. Also das beliebig, ihr findet halt immer wieder irgendwelche düppelhaften Anziehsachen. Auch gerne mal für das weibliche Geschlecht, die man da trotzdem hernehmen kann. Und ja. Die kann man anziehen und... Ich sehe auch gerade, diese Waffe hat also auch eine Munitionsanzeige, die brennende Totenköpfe, Benzin und weiß nicht. Ja, aber wie ich auch gleich nochmal sehe, ist das jedes Mal, wenn ich einen Gegner... Ich hatte nämlich gerade die Theorie gefasst, dass jedes Mal, wenn ich einen Gegner damit töte, sich die Munition wieder auffüllt. Was natürlich lustig wäre, weil das irgendwie zusammenpassen würde mit einer Todesmann, also Todessense, weil jedes Mal die stärker wird, jedes Mal, wenn ich natürlich damit dann irgendwelche Gegner töte. Naja, und das war leicht zu finden. Fleischklopfer. Gucken wir auch gleich mal, was das ist. Warte. Der Fleischklopfer. MMA-Handschuhe und ein Autoauspuff. Ja. Gut. Passenderweise, das ist ein Reifen. Autoauspuff. MMA-Handschuhe. Wie angesagt, die Waffen, Bauteile liegen meistens daneben. Und dann bauen wir uns das dann immer zusammen. Und das sind sie, die Fleischklopfer! Also Handschuhe mit Stacheln dran. Mal sehen, ob die was Spezielles können, als man vielleicht denken könnte. Sieht mir ehrlich gesagt auf den ersten Blick aber nicht so aus. Also, Fakt, wissen, das sieht noch aus. Also ich komme wieder mit Zombies und das ist wunderschön und ja, das ist dann wohl weniger besonders als angenommen. Okay, gut. Das waren dann mal quasi alle Waffen aus dieser Region hier. Gleich vorweg, Waffen aus dieser Region habe ich schon alle. Ja. Deswegen wird es uns im nächsten Teil dann auch sofort in die Richtung hier verschlagen. Genau. Das soll aber für Sie jetzt erstmal reichen. 10 Minuten. 10 Minuten purer Spaß für euch heute. Yeah! Ja, genau. Also, nochmal hier. Das war euer Dudikowski von Zocktas mit Dead Rising 3 Waffendarstellung. Ich weiß noch nicht mal, wie ich es nennen werde. Wahrscheinlich so Dead Rising 3, let's test the weapons oder irgend so ein Scheiß. Mir fällt bestimmt irgendwas ein. Oh ja. Bis dahin.
stay tuned. Wie gesagt, abonnieren, subscriben, haut mir auch mal gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ich freue mich, ich gehe auch gerne drauf ein, auch wenn es euch nicht so gefallen hat. Solange ihr sachlich bleibt, tue ich das auch. Und wenn nicht, dann nicht. Von daher, bis zum nächsten Mal. Euer Dudowski. Yeah.